Ja, Freunde, da sind wir wieder bei Fire Emblem Three Houses. Wir sind irgendwo hier bei den Waffenmeistern angelangt, beim Marktplatz, wenn man so will. Aber eigentlich bei den Vieren, sondern hier bei den Händlern. Hier gibt es immer den ganz geilen Scheiß. Mit den ganz geilen Dialekten. So, ja, hier kann man halt so ein bisschen Essenswaren, Kräuter, Geschenke etc. etc. kaufen, was eigentlich alles ganz geil ist. Vor allem hier, mit den Geschenken, ja, aber lieber Waffensammlern, ja, ist halt die Frage, vor allem bei den beiden, sprich jetzt Ingrid und Felix, die ich gerne rekrutieren würde, ob ich da weiß, wem ich was geben muss. Stoff mit Rüstung. Das könnte bei Ingrid zum Beispiel gut ankommen, wa? Als Beispiel. Garnarbeit, das Räucherfleisch. Also, Fleischliebhaber. Süß essen. Frauen, Leuten, die Gartenarbeit mögen. Blumenschmuck. Ah. Ja, schon, aber wenn schon ich ja was kaufen, doch eher ein bisschen was mit mehr Sternen, wa? Die Frage ist, Waffensammlern könnte bei Felix gut ankommen. Ganz sicher bin ich mir da zwar nicht. Das müsste bei Ingrid gut ankommen. Bin mir irgendwie ein bisschen sicher. So, der hier mit dem coolen Akzent. Ja. Der hat zwar auch noch ein paar schöne Dinge. Krafttraining mögen, passionierten Tee trinken, Reisen oder Kochen, taktisches Denken. Modeinteressierten Damen. Ja. Die haben ein paar Teechen, ne? Das ist auch ganz wichtig. Vier Heilige, nichts für Kinder. Bild bei Adligen, Königreich und Allianz, Rosentee. Den könnte man eigentlich noch für Edelgard nehmen. Aber ganz ehrlich, die sind so verdammt teuer, dass ich mir denke, noch nicht jetzt. Verkaufen habe ich auch ein paar Fische noch verkauft. Insofern, boah, ein bisschen mehr Kohle habe ich jetzt, nicht allzu viel. Ja, ich muss an den richtigen Tagen angeln, wa? Es gibt ja so Tage, wo das Angeln sehr gut ist. Ich frage mal, ob das eine Anspielung ist, da mit dem Süden und Osten, beziehungsweise, ja, das mit dem Süden vielleicht weniger. Das mit dem Osten, weil ist ja trotz allem ein japanisches Spiel, also sprich, es kommt aus Japan. Und, ja, ich habe zwar mit Japan selbst nicht so viel am Hut und kenne mich da auch wenig aus. Das Einzige, wo ich so mal Referenzen habe, ist aus dem Detektiv Conan-Universum, sprich vor allem Manga, aber auch Anime. Und da ist auch immer so mit Tokio und Osaka, sprich zwischen Shinichi und der Heichi, das irgendwie immer heißt, ja, die in Osaka haben immer so einen krassen Dialekt. Ich könnte mir vorstellen, dass der da so eine Referenz darauf ist. Der Osten müsste doch Osaka sein, Westen war Tokio, glaube ich. Egal, wie gesagt, ich kenne mich nicht mehr so gut aus, aber es könnte so ein Hinweis drauf sein. Gut, ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr so viel getan, mich ein bisschen umgeschaut und so, auch noch ein bisschen an die Quests geguckt, was es alles noch für Quests gibt. Da war auch interessant, dass wir faszinierende Quests noch offen hätten, theoretisch. Jetzt frage ich mich bei der Quest, ist das so eine Quest, wo ich einfach zack annehmen kann, fertig, oder wo ich wieder so einen Kampf liefern muss, also eine Kampfquest ist? Okay, ist also eine. Also Problem ist halt, bei manchen siehst du das sofort, ob so eine Quest ist und bei manchen auch nicht. Das ist irgendwie ein bisschen schräg. Die haben auch eine Quest. Ja, wo habe ich mir gerade... Ah, hier ist, glaube ich. Ganz kurz hier. Hier, Pinwand. So. Liste anzeigen. Catherines Bitte. Rachim, auf der Suche nach etwas. Shamirs Bitte, da wissen wir, das ist die Quest, die wir letzten Folge am Ende schon gesehen haben. Diesen Monat verschwundene Studenten. Ja, aber brauchen die Dinge, die ihnen so anbieten. Das ist vielleicht schon. Wie einen geheimen Brief. Und hier sind sie wieder gut, das sind die inneren Kriegern. Warte mal, ist jetzt die einfach so markiert, weil ich sie bereits angenommen habe? Kann natürlich sein, wa?
Ja, das würde Sinn geben. Soll ich jetzt die Quest hier annehmen? Mal ganz kurz gucken, ob es irgendwie so eine schwierige Quest wäre, eine einfache Quest, whatever. Schön. Und jetzt? Was muss es bringen? Jo, das sagt dir viel aus, wa? Kern eigentlich sehr liebenswert ist. Du kennst nur einen, der immer sein Bestes gibt und nicht gerade offen mit seinen Gefühlen umgeht, aber im Kern eigentlich sehr liebenswert ist. Vor allem jetzt irgendwie... Das ist jetzt schwierig. Von denen, die ich jetzt so kenne, ich meine, es könnte Raphael sein, es könnte Felix sein. War irgendwie klar, dass bei ihnen irgendwie nicht bringt. Ist es echt Felix? Könnte das sein? Wenn er nicht offen mit seinen Gefühlen umgeht, da ist fast jedermann. Es können auch die Hausherren der beiden anderen Häuser sein. Theoretisch. So, bin gespannt. Ah, Mist. War nicht ganz das Richtige, weil sonst hätte es, ja, wäre die Erfolgreichkeit höher gewesen. Sag's mal so. Genauso wie bei ihm jetzt. Schön, schön. Ah, stimmt, wir haben noch eine mit dem Hannemann, der alles kann. Ingrid und Felix immer noch Rang B, hey. Ah, das kotzt mich ein bisschen an. Egal, was wollten wir tun? Genau, die Quest mit Catherine und Jamir. Wenn das mit dem Brief gehört, muss mal wieder ein bisschen recherchieren, wa? Ich meine, es könnte wirklich auch Claude und Dimitri sein, aber von denen kennen wir halt noch zu wenig. So, egal. Quest-Time. それより私にくれないか。礼もするぞ。おいおい、言い出したのは私が先だ。こうなったら先生に決めてもらおうか。So, das ist eine gute Frage. Hier bitte Catherine, hier bitte Jamir. Ich meine, sie ist bereits bei uns im Team. Da muss ich nicht mehr noch sehr viel machen, damit sie mich noch mehr mag. Gut, Rang C wäre vielleicht trotzdem nicht verkehrt. Catherine, die ist bereits Rang C, aber noch nicht bei uns im Team. Sensei は私よりお前が好きか。嬉しいね。ほら、礼だよ。シャミヤ、あんたにも後で貸してやるさ。So, und was ist jetzt eine Quest hier? お願いを聞いてもらえないか? Ja, habe doch. ほんと頼りになるよ。Das war's. Was bringt uns hier dieser Wettstein? Die gerne Waffen instand halten. Tja. Tja. Könnte theoretisch auch wieder Felix sein, wa? Da hätte ich ihm noch einen Punkt zu vergeben. Ja, die Frage ist los, für wen, für was? Wir haben doch eigentlich schon ziemlich alles gemacht hier. Okay, Begeisterung sieht anders aus. Mann, mein Headset kotzt mich langsam an. Hey, ich war ein neues Headset, Freunde. Immer so ein Störgeräusch drauf. Ich meine, ist cool, dass nicht irgendwie der Ingame-Sound selbst spricht. Ihr merkt davon nichts.
dann tut er schon mal gut, aber ja, mich stört es halt grausam und das ist langsam nicht mehr so feierlich. Leider. Okay, dann haben wir den Hannemann, der alles kann. Mit denen sind wir auch schon auf Rang C. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir sind schon mit vielen auf Rang C. Auch schon mit der Annette. Die Frage ist aber jetzt echt meinen letzten Punkt irgendwie dafür aus, um noch mit anderen irgendwie höher zu kommen. Generell, warum nicht, wa? Also sind es auf die das gerne mögen. Und es sind, sind sogar mehr, okay. Gar nicht gesehen. Sorry. Ingrid ist nicht dabei, wa? Doch, hä? Aha. Schöne Scheiße. Jede Person nur einmal am Tag. Dann. Ja, mit Hilda einfach mal so quasi als Vorbereitung. Oder warte mal. Habe ich irgendwo. Ah, hier. Hier würde Shamir theoretisch gehen. Okay. Hier geht's ja auch gut. Das ist mit ihr mal ein bisschen in der Höhe, bloß mit Edelgard. Wird auch mal ein bisschen Zeit, Freunde. 好きなものが並ぶ食卓はいい。あら、これ好きだったの？あなたに教えたことがあったかしら？ Ich weiß nun mal alles. So, Erfahrungspunkte auch ein bisschen durchs Fischen erhöht. Insofern jetzt nicht so schlecht, finde ich. Unterstützung. Ich weiß mir eigentlich nur das mit Hannemann offen. Ah, jetzt mit Shami auch. Sehr gut. Dann jetzt ja auch noch Rang C. Ich denke, Rang C ist immer gut. Schon mal eine gewisse Grundbasis zu haben. Es wurde mir auch empfohlen, dass ich möglichst schnell versuchen soll, mit denen, die mir wichtig sind, Rang C zu erreichen. Genau, ansonsten haben wir noch andere Gespräche. Machen wir jetzt mal noch einen Teil. Also zwischen Linhard und Bernie.朱色の方がいいんじゃない？何ですか急に。どうせ私なんて才能ないですよ。君の才能の有無は知らないけど、あの花を描くなら朱色が合うと思うよ。朱色なら赤よりも柔らかく描けるし、輪郭がまあいいや。よく考えたら君がどう描きたいのかも知らないし、邪魔したね。いいんです別に。好きに言えばいいじゃないですか。でもせっかく言ってくれたんだし、朱色で塗ってやりますからね。そろそろ戻るか。やっとできたような気が。ああ、絵が完成したんだね。ちょっと見てはいけませんって。こら。色使いが全体的にぼんやりしてるね。やっぱり赤の方が良かったかな。花びらのとことか遠近感がおかしいし、もう少しよく見て描くといいよ。最初は下書きの正確さを心がければ、まあうまくなるかもね。ベルナデッタ？もうダメ、無理です。絵筆なんて折ってやります。さよなら、私の画家人生。生まれ変わったらまた会いましょう。言っちゃった。事実とはいえ言わない方が良かったか。Einerseits ja, andererseits es ist Bernie, was erwartest du? Noch ein Gespräch? Ach so, stimmt, das mit Raphael noch. Ganz vergessen.
楽しそうだな。温室か。久しぶりに吹いたな。ふう、いい気持ち。あ、誰にも聞かれてないよね。人がいないのを見計らったもん。聞いてるのは可愛いお花くらい。すっごく良かったぞ。花がしゃべった。しかものぶとい声。いや違うぞ、ベルナデッタさん。おでだよ、おで。はあ、ラファエルさん、聞いてました？聞いてましたよね？おお、ちゃんと聞いてたぞ。何かの楽器の音だよな。訓練場まで聞こえてたぞ。すっごく楽しそうだったな。おお、とんだお耳汚しを。許してください。許す？おめえ、おでに何かしたのか？いい音を聞かせてくれただけじゃねえか。そんなはずありませんもん。ベルを褒めて何をするつもりです？まさかおだててもっと演奏させてみんなの前で私を恥ずかしめようと？あ？みんなの前で？それはいいな。うん、みんなに聞かせてやれよ。やっぱりラファエルさんは恐ろしい人です。それ以上ベルに近づかないでくださいね。絶対ですよ。なんなんだ？よくわからねえけど、おで怖がらせちまったのかな。Böser, böser Raphael. Das tut man nicht. Anderen Angst anjagen. Oder war schon alles cool? Okay, dann will man sagen, Freunde, wir gehen nochmal zurück, wa? Und führen Unterricht. Ah, da handelt man erstmal gut. 先生、少しいいかね？ Was wollt ihr, alter Mann? そう身構えないでくれたまえ。我が輩が君の害となったことがあったか？いや、ないだろう。紋章学の探求が進めば進むほど、君は自分の正体に近づけるのだからな。君が失われた炎の紋章を持っていたと知り、少し君の過去を探らせてもらった。君のその血がどこから来て、そして君の半生にどう影響してきたのか。我が輩はそれを知りたいと思ったのだ。Was du nicht sagst. ああ、そうだとも。君のかつての傭兵仲間にも当たったよ。もちろんジェラルト君にも、ジェラルト君のかつての仲間たちにもだ。さて、それでは調査結果を報告する。間違いがあれば指摘してくれたまえ。ジェラルト君がセイロス騎士団の騎士団長だった頃、彼には恋にしている女性がいた。最初はその女性が君の母かと思ったが、それでは辻褄が合わない。なぜなら彼女はジェラルト君が修道院を離れる前に亡くなり、彼が傭兵として放浪していた先で君が生まれたのだからな。いや、君が年齢を偽っていれば話は変わるのだが、どうだね。 Langsam wird's mysteriös. Aber, ja, das ist die Frage, wa? Vertrauen wir unserem Vater? Ja. Wenn er sagt, dass diejenige im Grab unserer Mutter ist, sagen wir, ja, ist so. Wir können uns sowieso nicht daran erinnern. Und warum sollte er uns anlügen? Vielleicht, weil er irgendwie nicht will, dass wir erfahren, dass unsere Mutter jemand ganz anderes ist? Nee, macht nicht viel Sinn, wa? Also zumindest aktuell noch nicht. そうかもしれないな。君たちは謎の多い傭兵だったようだ。ジェラルト君は元騎士団長という出自を誰にも明かしていなかったし、君のことも含め仲間に多くを語らなかったと聞いたよ。いずこから来たのかもしれぬ力だけは確かな傭兵親子。特に君は
灰色の悪魔と呼ばれて恐れられたそうだね。無表情に敵をほふる君の姿を傭兵たちはまるで英雄のように語っていたよ。さて、君の素性についてはこれ以上調べようもないようだ。今後は君の血に聞いてみるほかないな。Der alte Mann schnüffelt mir zu viel. Vielleicht sollte ich ihn einfach mal mitnehmen auf eine Mission und dann einfach krepieren lassen. Wäre es auch ziemlich fies, war? Natürlich wäre es fies. Also, zu unserem eigentlichen Thema müssen wir noch irgendwas vorbereiten. Ich meine, wir haben Kohle. Das ist so. Frage ist, soll ich jetzt da groß noch irgendwas... ja, also in meinen Laden, ja, ich hätte gerne Mixturen, kriegen wir sowieso nicht mehr, weil die ja aus sind, ausverkauft, ja, dankeschön. Türschlüssel, Truhenschlüssel brauchen wir nicht, wir haben noch genug auf Lager, zum einen, außerdem haben wir Peter dabei, die ist ja... So eine Diebin. Ne, ich habe gerade überlegt, weil, was ich auch schon noch mitbekommen habe, was irgendwie auch Sinn gibt, diese ausrüstenden Items, die wir so mitunter bei uns führen. Zum Beispiel hier bei Raphael mit dem Stahlschild. Das ist natürlich alles geil und so. Stahlschild, ja, mehr Verteidigung, mehr Gewicht, Eis, reduzierte Geschwindigkeit. Aber Raphael nicht viel, weil er momentan seinen Skill drauf hat, wo er das Gewicht verringern kann, alles klar. Ich habe überlegt, wenn ich jetzt irgendwie wieder mal so eine Situation theoretisch hätte, wo jemand, zum Beispiel Magier oder Schützen, jetzt nicht so viel Verteidigung haben, plötzlich in der Front stehen und ich weiß, oh, scheiße, die werden gleich angegriffen, aber dann nicht irgendwie einfach sagen sollte, okay, ich switche schnell von einem Item zum anderen. Weil das geht ja, ich kann ja mehrere Items mitnehmen und einfach eben nur eines ausgerüstet haben. Das wäre nicht so das Problem. Da frage ich mich halt, ist das wirklich auch notwendig? Ja? Muss man sich schon die Frage stellen. Was man jetzt aktuell mal, wenn das später mal wichtig sein dürfte, ja, ist mir ziemlich klar. Aber jetzt aktuell, ich weiß nicht. Nun gut, zum eigentlichen Thema. Was wollte ich noch? Arsenal, war? Arsenal. Schnell mal ganz kurz gucken. Kann ich nicht, weil schon eine Silberlanze tragen? Doch, natürlich, komm. Nur eine Silberlanze, muss ich eine Sakrallanze nehmen. Mit Lanze auch schon Rang B und je nachdem lohnt sich's. Würde ich mal behaupten. Du hast Übungslanze, ja, damit du halt schneller bist und doppeln kannst. Aber ganz ehrlich, Flayen und Doppeln, warum? Er sollte hoffentlich niemals nötig sein. Die wollte schon in den meisten Lanzen mitnehmen. Ich glaube, ihre Crit, ihr Skill ist nicht allzu hoch, wa? Bei Raffe langsam mal sagen, hey, wir gehen bei dir auch mal auf die Silberwaffen. Aber ich glaube, du kannst ja gar keine Silberpanzer sein. Nee, kannst auch nicht, musst ein bisschen mehr fighten. Du alter Fighter. Und bei ihr Donnerschwert, ja, ich habe auch schon überlegt, warum überhaupt Donnerschwert bei ihr? Soll es lieber mir geben und so? Mein Tragen könnte ich es auch. Ja, und das ist halt die Frage, die sich mir so stellt. Mein Magiewert ist dann noch nicht so hoch, wa? Das ist das Problem. Bei Edelgard halt mal die Silberaxt. Oh, was dafür raus? Meine Meisteraxt sehe ich eher weniger, vor allem, dass sie es verdammt gut krittet. Stahlschwert, ja, vielleicht wenn da halt auch noch Rang B kommen, kriegt sie da auch noch so einen Axtbrecher halt. Jetzt sie sowohl Lanzenbrecher als auch Axtbrechersfähigkeit. Wurfbeil, ja, wegen der Reichweite muss auch sein. Strahlkolben, ob das immer sein muss, ist so eine Frage, wa? Sie weicht eigentlich damit relativ gut aus, haben wir gemerkt. Egal, ich kauf's trotzdem mal. Geht sowieso zum Vorrat. Ja, ist teuer. Muss ja auch so sein. So, haben wir noch Bataillonsgilde. Theoretisch hätte ich ja schon hier und da noch für einen oder anderen etwas. Er ist E+ bei hier, wa? Ja,
Ah, da muss ich schon ein bisschen höher, weil ich würde gerne Gruppenmagie Feuer und so nutzen. Ne, wir lassen es mal nachkommen. Okay, würde sonst sagen, wir sind fast soweit ready. Noch mehr? Aha, ja, das steht auch noch aus. Wird dann erst nächsten Monat fällig. Ist halt so. Inventar ganz kurz bei Michael. Ihr habt gesehen, du hast noch einen Golden Apfel. Den Golden Apple. Charme dauerhaft um 1. Also 1 erhöhen ist nicht viel. Du kannst auch fragen, lohnt das überhaupt oder sparen wir uns auch für später? Wie wir es ja auch mitunter, Lagerhaus ganz kurz, mitunter, wobei das falsche Lagerhaus, Inventar, stimmt von dem her schon. Ja, die alle hier noch, oder? Ich meine, hier erhöht maximale KP-Dauer um 7, Stärke dauerhaft um 3, Geschwindigkeit um 3, Bewegung dauert um 2. Mein theoretisch könnte ich alles da Ding geben, Ferdinand, aber ich weiß halt nicht, ob das ein bisschen vergeudet wäre. Das würde mich ankotzen, ganz ehrlich. Und deswegen würde ich mal sagen, Freunde, wir machen uns auf zum Speichern erstmal. Wobei, ich speichere sowieso, was mache ich hier überhaupt? Komm. Mission. Katastrophe von Remia, das klingt nicht gut. Das klingt so, als würde das Spiel einen drastischen Wendepunkt einleiten. Ja. Wie gesagt, speichere sowieso wieder. Nach dem Kampf ist vor dem Kampf. Geländeauswirkungen. Katastrophe von Remia. おい、急いで出る準備をしろ。 Wieso was? Was ist los? ルミール村の様子が一変したらしいんだが、情報が錯綜しててよくわからねえ。村の連中が殺し合ってるとか、家が燃えてるとか、とにかく急げ。殺せ。殺せ。なんだこりゃ。何がどうなってやがる。惨憺たるありさまね。思った以上に胸くそ。気分が悪いわ。ねえ、どうにかして村を救わなければ。と言ってもこの惨状では下手に手を出しても死人が増えるばかりでしょうね。村人が村人を襲ってんだぜ。片っ端から殴って気絶させるしかねえ。君はいつも無茶を言う。失敗したら殺してしまうか、逆に殺されるよ。だとしてもこのまま手をこまねいて見ていることなどできない。私は行くぞ。私は帰りたいですけど、そんなこと言ってる場合じゃないですよね。助けを求めている人がいるなら助ける。そうでしょ、先生。私、突入指示待ちます。いつでも行けます。待って、村の中に不審な者たちがいるわ。村人たちの様子を伺っているみたい。彼らを排除しながら正気の村人たちを救出しましょう。Ich dachte eigentlich, ich wäre der Sensei und plötzlich gibt es die Befehle. Aber gut, sieht ziemlich scheiße aus und so wie die Missionsbeschreibung klang, klingt das nicht gut. Am Schluss steht noch einer von uns storymäßig. Edelgard, genau. Ah, die Hausherrin stirbt, ja natürlich. Oh nein. Bitte nicht, ich habe so viel Zeit in sie investiert. Hubert, kein Problem, der kann von mir aus draufgehen. Aber egal, Freunde, das ist ein anderes Thema. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir hier das Dorf hoffentlich klar machen und ja, mal gucken, was sonst noch alles machen müssen, wa? Bis dahin, ciao zusammen.